Botschaft heute, die ich euch gerne von meinem Herzen her weitergeben möchte, öffnet bitte eure Bibeln zu 2. Könige 5. It's an amazing story in the scripture here about a man named Naaman. Es ist eine fantastische Geschichte in der Schrift hier über einen Mann namens Naaman. Let's pray before we begin. Und lasst uns beten, bevor wir Father, anfangen. we thank you tonight for your word. Vater, wir danken dir heute Abend für dein Wort. We know it's able to build us up and give us an inheritance in you. Und wir wissen, es baut uns auf und gibt uns in dir ein Erbteil. It's food for our spirit. It is light in our darkness. Es ist Nahrung für unseren Geist, es ist Licht in unserer Dunkelheit. We ask you to speak to us through your Holy Spirit tonight. Und wir bitten dich, dass du zu uns sprichst durch deinen Heiligen Geist heute Abend. Lord, we determine not just to be hearers of the word, but to be doers of your word. Und Herr, wir legen uns fest, dass wir nicht nur Hörer, sondern Täter des Wortes sind. Jesus, above everything, may you be glorified. Und Jesus, über allem sei du verherrlicht. The man we're going to look at tonight was very, very sick and he had no hope in his life. Und der Mann, den wir uns heute Abend anschauen möchten, war sehr, sehr krank und hatte in seinem Leben keine Hoffnung. But he found hope and he found healing in his situation. Aber er fand Hoffnung und er fand Heilung in seiner Situation. And there's some real lessons in his story that apply to us if we'll listen to them with our hearts. Und es gibt viele Dinge, die wir in dieser Geschichte lernen können, wenn wir gut hinhören und sie mit unserem Herzen anwenden. If you would read verse 1 of chapter 5. Kapitel 5, Vers 1 steht: Und Naaman, der Heeroberste des Königs von Aram, war ein bedeutender Mann vor seinem Herrn und angesehen. Denn durch ihn hatte der Herr Sieg für Aram gegeben. Der Mann war ein Kriegsheld, aber aussätzig. Naaman was the commander of the army. He had authority. Naaman war der Heersoberste, er hatte Autorität. He was great and he was honorable. He had respect. Er war großartig, er war ehrbar, er hatte Respekt. God had used him, to bring deliverance to Syria. He was famous. He was a hero. Gott hatte ihn gebraucht, um sie befreien zu bringen von Syrien. Er war ein Held, er war berühmt. And we find out from reading the story that he was quite wealthy as well. Und wir lesen auch hier in der Geschichte, dass er auch ziemlich reich war. But he was a leper. Aber er war aussätzig. Sickness is no respecter of persons. Krankheit respektiert nicht die Person. It visits the rich and the poor, Sie kommt zu den Reichen und zu den Armen, the strong and the weak, zu den Starken und zu den Schwachen, the very famous and the unknown, zu den sehr Berühmten und den Unbekannten, male and female, Mann oder Frau, all races, all classes, all cultures. alle Rassen, alle Klassen, alle Kulturen. Now, his illness not only had a devastating physical effect on him, but it had a social impact as well. Seine Krankheit hatte nicht eine hatte fürchterliche Auswirkungen auf seinen Körper, aber auf sein soziales Umfeld und sein soziales Leben hatte auch The Auswirkungen. particular disease of leprosy was associated with sin in many, many cultures in that day. Gerade diese Krankheit, Lepra, hatte in vielen Kulturen zu der Zeit, denen hing der Makel an, dass da Sünde mit im Spiel war. Naaman's life and the life of his family would have been severely impacted. Das Leben Naamans und das Leben seiner Familie war sehr, sehr bedroht dadurch. And today there are many, many people that are afflicted with terrible diseases despite all the advancements of medical science. Und heutzutage gibt es viele Menschen, die grausame Erkrankungen haben, ganz egal, wie weit die Wissenschaft heute ist. And unfortunately, some diseases today also have a social stigma attached to them. Und leider ist es auch heute so, dass manche Krankheiten einen gesellschaftlichen Makel mit sich bringen. Like AIDS. So wie AIDS zum Beispiel. But you know, whatever disease a person has, and there are multitudes today that are suffering in so many ways. Wisst ihr, ganz egal, was für eine Krankheit eine Person hat, und es gibt Massen und Massen von Menschen, die leiden heute. Many, many people in one moment would trade all of their wealth, all of their position, all of their fame to be healthy again. Viele, viele, viele Menschen würden in einem Augenblick ihren ganzen Reichtum, alles, was sie haben, eintauschen, nur um ihre Krankheit wieder loszuwerden. Sometimes it's only when we lose something that we truly understand its value. Manchmal ist es doch so, dass nur dann, wenn wir etwas verlieren, lernen wir es wirklich zu schätzen. You know, there is an answer for people that are suffering, but someone needs to tell them. Wisst ihr, es gibt eine Antwort für die Menschen, die leiden, aber es braucht auch jemand, der muss es ihnen sagen. Would you read verses 2 and 3, please? In Vers 2 und 3 steht: Und die Aramäer waren auf Raub ausgezogen und hatten aus dem Land Israel ein junges Mädchen gefangen weggeführt, das kam in den Dienst der Frau des Naaman. Und sie sagte zu ihrer Herrin: Ach, wäre mein Herr doch vor dem Propheten, der in Samaria wohnt, dann würde er ihn von seinem Aussatz befreien.
I wish the servants of the Lord were as vocal today about the ability of their Savior as this servant girl was about the prophet. Ich wünschte mir, dass die Diener Gottes heutzutage auch so offen darüber reden würden, dass Gott heilt, so wie damals diese Dienerin ihrer Herrin gegenüber. Did you know this story wouldn't even be in the Bible if it weren't for this little girl that we don't even know her name? Wisst ihr, dass diese Geschichte nicht einmal in der Bibel stehen würde, wenn dieses Mädchen nicht gewesen wäre, wo wir nicht einmal ihren Namen kennen? She was the messenger that made everything possible. Sie war der Bote, das alles möglich gemacht hat. She brought hope to a devastated family. Sie brachte Hoffnung in eine zerstörte Familie hinein. The book of Proverbs says a faithful ambassador brings health. Und im Buch der Sprüche steht drin, ein treuer Botschafter bringt Heilung. You know the story of the woman with the issue of blood that was healed under the ministry of Jesus. Ihr kennt die Geschichte der blutflüssigen Frau, die unter dem Dienst Jesu geheilt wurde. Did you ever notice it said when she heard about Jesus, she came? Habt ihr jemals gemerkt, dass es steht, als sie von Jesus hörte, kam sie? We don't know who it was, but someone told her. Wir wissen nicht, wer es war, aber jemand hat es ihr erzählt. Someone told her there was a prophet that was healing people, opening blind eyes, and it caused hope to come alive in her heart. Irgendjemand hatte ihr gesagt, da gibt es einen Prophet, der heilt Menschen, und es hat sein Herz berührt und ihm Hoffnung gegeben. The Bible says that the Roman centurion, when he heard about Jesus, sent the elders of the Jews to him to bring him to heal his servant. Und die Bibel sagte, als der römische Hauptmann hörte, dass Jesus heilen würde, and we've learned so much and been so inspired from his story. Wir lernen so viel und sind von der Geschichte so inspiriert. But it wouldn't be in there unless some person that's unknown to us had told him about Jesus. Aber diese Geschichte würde nicht in der Bibel stehen, wenn es nicht irgendjemand gegeben hätte, der ihm von Jesus erzählt hätte. We need to tell the world about a compassionate, sin-destroying, burden-lifting, healing Savior. Wir müssen der Welt erzählen von einem leidenschaftlichen, sündenzerstörenden, heilenden Retter. He is the same yesterday, today, and forever. Er ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit.